Servus bei daheim in Bayern. Weihnachten ist vorbei, der Christbaum steht aber immer noch. Ja, nadelt zwar ein bisschen so vor sich hin, aber er ist immer noch schön. Und deswegen lasse ich ihn auch stehen bis Lichtmess, weil ich brauche ihn noch. Und zwar für einen sehr lustigen Brauch. Christbaumloben. Den Brauch, den hat man vor allem in Bayern. Und in der einen oder anderen Form gibt es das wahrscheinlich schon, also das Christbaumloben, schon seit über 100 Jahren. Zum Christbaumloben, da braucht es erstens einen Christbaum. Genau, und zwar einen wunderschönen Christbaum. Dann braucht es einen Obstler oder irgendeinen anderen Schnaps. Oder ihr nehmt für die Autofahrer was nicht alkoholisches, ein Apfelsaft oder irgendein Limo. Und natürlich nicht vergessen Plätzler, einen Stollen oder Schokolade. Wir haben dann auch immer so Listen. Und zwar kann man da beurteilen nach Punkten, ob der Baum ja gerade gewachsen ist, ob die Farbe passt, Schmuck oder irgendwelche Besonderheiten. Und ja, dann zum Schluss wird quasi der schönste Baum prämiert. Ja, wie schaut jetzt das Ganze eigentlich aus? Also nach Weihnachten trefft euch mit euren Freunden oder einem Verein und dann zieht's los. Also ihr geht erst zum einen Haus, dann zum nächsten und wieder zum nächsten und vor Ort passiert dann jeweils Folgendes. Ja, servus. Servus. Oh, wow. Ja, da müsst ihr euch jetzt vorstellen, das ist eine ganze Gruppe von Freunden. Ja, die sind quasi jetzt gekommen, dass sie meinen Christbaum loben. Ui, was für ein schöner Baum. Schön, gell? Ja, das ist ein wunderschöner Baum. So schön gerade gewachsen und die Kugeln. Also, ich kann es mit dem Blog gar nicht nur übertreiben, weil das ist ja der ganze Witz an der Sache. Die Kerzen. Boah, ich habe so einen schönen Baum noch nie gesehen. Und der ist so schön grün. Ja, wunderschön. Dankeschön. Sag mal, magst du jetzt einen Schnaps? Ja, gern. Ja, danke. Ja, und so geht's da hin. Jeder muss den Baum quasi von alle Seiten bis in den Himmel aufloben. Und am besten in die Listen da die Noten eintragen. Und dann geht's schnell weiter zum nächsten Christbaum. Und da wird er dann auch wieder gelobt und benotet. Ja, und am Ende vom Abend, wenn's dann bei jedem war, wird der Baum quasi prämiert. Also es gibt eine Siegerehrung, wenn's noch Kinder. Viel Spaß beim Nachmachen. Servus bei daheim in Bayern. Weihnachten ist vorbei, der Christbaum steht aber immer noch. Ja, nadelt zwar ein bisschen so vor sich hin, aber er ist immer noch schön. Und deswegen lasse ich ihn auch stehen bis Lichtmess, weil ich brauche ihn noch. Und zwar für einen sehr lustigen Brauch. Christbaumloben. Den Brauch, den hat man vor allem in Bayern. Und in der einen oder anderen Form gibt es das wahrscheinlich schon, also das Christbaumloben, schon seit über 100 Jahren. Zum Christbaumloben, da braucht es erstens einen Christbaum. Genau, und zwar einen wunderschönen Christbaum. Dann braucht es einen Obstler oder irgendeinen anderen Schnaps. Oder ihr nehmt für die Autofahrer was nicht alkoholisches, ein Apfelsaft oder irgendein Limo.